Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Anno 2070, einer neuen Folge. Und wir starten gleich hier wieder bei der Insel, bei der wir aufgehört haben. Wir haben hier nämlich nochmal Tee angebaut, weil wir sonst ein bisschen zu Nicht knapp übel. dran wären mit dem Dachte Tee. fast, du schaffst es nicht. Jo, anscheinend habe ich ein Schiff gebaut. Hier ist es ja, genau. Und mit dem fahren wir jetzt gleich hier hin. Und da kommt auch schon ein anderes Schiff, für das haben wir eine Handelsroute gemacht, und zwar damit wir das Tee auf der Hauptinsel haben, den Tee auf der Hauptinsel haben, Entschuldigung. Jetzt können wir auch gleich schauen, ob das auch funktioniert. Ob es Tee reinkommt, wie das Ganze geplant ist. 8 Stück, super, hat geladen und fährt dann wieder davon. Und hier müsste dann der Tee kein Problem mehr sein und da wieder schön grün werden. Hoffen wir doch. Und da ist noch was anderes. Biodrinks haben wir gesperrt, da wir es noch nicht hinkriegen, das herzustellen. Für das brauchen wir nämlich hier ein bisschen mehr Leute. 950 von diesen Leuten brauchen wir ganz genau. So, ansonsten können wir das schon gar nicht erst herstellen. Ja, wie auch für andere Dinge brauchen wir noch eine Menge solche Leute, Menge Einwohner. Und das wollen wir natürlich fördern, weil hier gibt es auch wieder Windkraftwerke, die wir dann bauen können und bestimmt auch von diesen Eco-Zeugs. Und da drüben sind eigentlich vor allem Laboranten. Hier ist jetzt das Schiff angekommen mit dem Tee und ich weiß nicht, ob vielleicht immer noch zu wenig Tee vorhanden ist, jetzt gerade noch 5. Ich glaube, wir können da eigentlich noch mehr Teeplantagen machen. Die laufen zwar auf 100%, aber damit das noch ein bisschen effektiver wird, könnten wir hier doch eigentlich noch mehr Tee machen. Mit dir Ansonsten haben wir hier aufs richtige Reis. Pferd gesetzt. Danke. Ja, Tee und Gemüse ist auch ein bisschen wenig. Das heißt auch, mit dem Reis ist ein bisschen komisch, mit dem Gemüse komme ich nicht ganz mit. Wird zwar hergestellt hier ohne Probleme. Gemüse, vor allem Reis, ja, ein bisschen knapp, aber unsere Reisplantagen melden das schon, dass wir eigentlich voll sind mit Reis. Gemüse ist genug da und Reis nicht, dass wieso holen die den Reis nicht ab? Ist ein bisschen merkwürdig. Die arbeitet gar nicht mehr, weil eben sie ist voll. Das heißt, wir holen hier mal schnell, probieren das aus. Hier diesen Wagen, Express-Abholung. Haben wir das auch mal noch gemacht. Ja, ich weiß es nicht genau, ob da noch mehr Reis vorhanden sein muss. Das Gemüse kommt ja von der anderen Insel. Hier mal schnell schauen. Da machen wir sonst noch so eine Gemüsefabrik, was auch immer. Nicht Gemüse, wie sagt Sushi oder Biokost, Ich wie habe sich im das Fernsehen einen nennt. Bericht über die Lebensbedingungen der Vielleicht Global hilft das Trust ja, wenn gesehen. wir Der genügend reinste Material Horror. vorhanden haben. So, und jetzt sieht man auch schon, der Tee ist jetzt wieder voll aufgefüllt hier bei den Leuten. Und dafür fehlt hier die Kommunikation, die Kommunikatoren hier. Da haben wir auch schon aufgestockt eigentlich mit diesen Fabriken hier. Aber auch hier, wenn wir ins Lager schauen, hier die Einwohner, kann man auch mal schnell anschauen, haben wir genug, alles schön voll. Das heißt, wir können die Steuern eigentlich erhöhen. Ich habe im Mal Fernsehen einen sehen, wie die Bericht über Steuern sind. Die sind Lebensbedingungen im der grünen Global Bereich, das Trust heißt, wir können hier gesehen. ins Der Gelbe reinste rüberschieben und sehen Horror. jetzt auch gleich schon ein bisschen ein Plus oben links. Und dafür können wir die Arbeiter ein bisschen hochnehmen, damit die aufsteigen. Lassen wir jetzt aber mal, denn zuerst müssten wir da neue Häuser bauen, damit Aufstiegsrechte überhaupt vorhanden sind, weil jetzt, wenn überall hier voll sind die Leute, dann gibt es auch keine Aufstiegsrechte. Also, jo, dann ist es so, wie es sein muss. Und hier haben wir übrigens noch die Laboranten, da sind wir erst bei 50 Stück. Die brauchen wir, um uns hier die Unterwasserwelt ein bisschen besser herzubauen. Das ist unser Handelsschiff, was die Bionahrung da, die Bionahrung von unter Wasser da holt. Da von hier kommt das Gemüse hier zu unserer Stadt und das ist im Moment gerade nicht unterwegs. Und das ist unser Rundkurs, genau, den haben wir letztes Mal erstellt. Der fährt hier von Insel zu Insel, zu Unterwasserinseln, liefert Tee, Gemüse und Wasserzeugs, einfach alles. Und fährt hier einmal um alle Inseln rum und beliefert dann vor allem halt unsere Hauptinsel. Helios. Jo. Sieht man auch schon immer das Schiff, das ist kann man unten dran lesen hier, und da können wir auch noch mehr Schiffe oder Stationen hinzufügen. Wir haben jetzt eine Insel mehr,
Also das heißt, wie heißt die nochmal? Hier holen wir gerade die Station hier noch hinzu. Hier müsste sie relativ weit unten sein. Hoppla. Oder weit oben, naja, wenn es nach Alphabet geht. Und jetzt ist die noch zu unter, das heißt, irgendwie geht es noch nicht so ganz auf. Der Reihenfolge eigentlich müsste die da hoch, jetzt ist sie ein bisschen falsch hingerutscht, wir ziehen sie noch ein bisschen zurecht. Ja, so, und jetzt können wir hier festlegen, auch bei unserer neuen Insel, was laden wir denn hier ein? Oder aus? Aber ausladen müssen wir noch nichts bei dieser Insel, das heißt, wir haben einladen. Und einladen ist im Moment halt der Tee. Das ist hier, das grüne ist einladen. Gehen wir auf 3 bis 2, 1 logischerweise. Tee. Und wir müssen das auch wieder ausladen. Das nehmen wir unsere Hauptinsel hier und laden den Tee wieder aus. So haben wir nicht nur die Handelsroute, die hier hin und her geht mit dem Tee, sondern ab und zu kommt auch noch ein drittes Schiff. So quasi ein drittes Schiff, insofern, dass es eine dritte Handelsroute ist, also eine Handelsroute, die eigentlich nicht dieselbe ist, aber trotzdem auch noch ein bisschen hilft, an die Ressourcen zu kommen. Und hier könnten wir auch noch ein Schiff hinzufügen, aber ich denke, ein Schiff reicht da mal. Das hatte ich bei Anno 1404 auch schon, dass ich da so spezielle Handelsroute noch gemacht habe. Hier können wir noch die Routen verschieben, damit er schön um die Insel rumfährt. Wobei das sehen wir so ein bisschen nebensächlich, ne? Das Schiff, auch wenn die Route über die Insel geht, geht das Schiff einfach der Insel entlang, ne? Und so macht es halt relativ große Bogen, aber spielt doch keine Rolle. Hauptsache sie kommen an unseren Inseln vorbei. So, schauen wir hier mal weiter. Die Bedürfnisse, wie sieht es jetzt aus? Hier ist eigentlich alles erfüllt, bis auf die Biodrinks. Das heißt, theoretisch könnten die Leute aufsteigen, wenn sie denn wollen, wenn es genug Leute zum Aufsteigen gibt. Hier haben wir noch, die Frage war natürlich, wo wollen wir die Stadt weiterbauen? Zum Beispiel hier war so eine Idee. Da müssen wir hier oder Häuser noch bauen. Jo, genau, bauen wir hier noch Häuser. Vielleicht merkt man es, ich bin am Nachsynchronisieren. Mir ist mal wieder ein Fehler unterlaufen. Ja, ich habe mal das Mikro jetzt mal einfach so ausgeschaltet, die gesamte Aufnahme. Jo. Aber Anno geht jetzt eigentlich noch so zum hintendrein ein bisschen nachsynchronisieren. So ein bisschen kommentieren, sich selbst beobachten geht eigentlich noch. Ich finde jetzt so, Tomb Raider war da viel schwerer, da ein bisschen Action rüberzubringen, wenn man davon spricht und einfach nur nachsynchronisiert, war das ein bisschen schwierig. Aber so bei Anno 2017 geht es noch, wenn es noch nicht so lang her ist, kann ich auch noch etwa das sagen, was ich da gesagt habe. So, jetzt haben wir ein paar Häuser gebaut, oder machen wir am besten gleich noch mehr hier. Die muss eine Straße hin, ne, immer schön gleich. Die Methode, die wir hier anwenden. Und dann nehmen wir hier wieder Häuser und füllen hier auch wieder auf. Wir haben ja genug Ressourcen. Hier ist jetzt die Frage, was machen wir hier? Also hier kommen sicher noch Häuser hin, da kommt eine Straße hin noch. Und dann jetzt hier noch die Häuser. Ja, 1, 2, 3, 4. So, und dann ist sonst noch irgendwo Platz für Häuser, sonst könnten wir hier noch auffüllen. Weil wir haben ja alles rundherum, was wir brauchen. So diese Radioanlage und das die Tonhalle und so könnten wir eigentlich auch in der Mitte noch ein bisschen Zeugs hinbauen. Auf alle Fälle braucht es da oben noch einen Turm, so einen Radioturm. Da haben wir einen und dort haben wir einen. Und da oben haben wir eigentlich keinen. Wo ist denn der schon wieder? Ja, eigentlich suche ich jetzt genau das Krankenhaus. Ist auch nicht schlecht. Da unten haben wir eins, da oben haben wir keins. Relativ zentral, so ein bisschen Ressourcen und Geld brauchen, haben wir ja wieder genug. Und hier das Kraftwerk, denn auch Strom sollten wir ein bisschen gewinnen. Und auch die sollten sich nicht überlappen, weiß ich schon, ne? Habe ich Kommentaren gelesen, vielen Dank, und auch selbst bemerkt, dass so bei Zeugs, alles mit Eco und Energiezeugs zu tun hat, wenn sich das überlappt, dann ist es weniger effizient. Ne? Darum bauen wir die einfach irgendwo mitten rein. So wirkt sie am besten und wird auch nicht von anderen gestört. Frage ist nur immer wo.
so ziemlich die schwierigste Frage. Am besten eigentlich hier. Oder eins, ja. Für das muss ich leider Häuser opfern. Aber hey, die bekommen wir schnell wieder. So, jetzt nehmen wir hier das Energiekraftwerk und bauen das da mitten rein. So, lässt die Häuser dann auch weg leider und jetzt wieder neue Häuser ran. Die können wir nachher dann wieder aufsteigen lassen. Hier sind sie ja. So. Upsla. Ja, genau, so. Und dann können wir auch schon schauen, wie viel Prozent. Im Moment noch nicht so viel, 50%. Das wird aber noch kommen, denke ich. Denn wir haben ja alles rundherum Häuser. Das sollte eigentlich schon funktionieren so. So. Und jetzt, wie geht das weiter? Am besten wir müssen irgendwie die Siedlung auffüllen. Und haben hier noch eine Menge Platz. Frage ist nur, wollen wir hier wirklich auch Häuser hinbauen? Oder wollen wir da die Feuerwehr zum Beispiel, die fehlt ja noch. Ist vielleicht von Vorteil, wenn es die noch irgendwie gibt da in der Mitte. Die andere ist hier unten irgendwo. Genau da. Dann wäre die andere hier oben eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Dann haben wir eine Feuerwehr, die uns das Feuer löscht, wenn wir dann irgendwie jemand Feuer haben. So, das ist das Statistikgebäude brauchen wir im Moment nicht. Und jetzt sehen wir schon, huch, die Leute könnten jetzt aufsteigen. Wir haben auf manuell eingeschaltet das Aufstiegsrecht. Das heißt, wir können jedes Haus einzeln aufsteigen lassen. Und können so selbst bestimmen, wie dann unsere Stadt ein bisschen aussieht. Und das wäre sonst ein bisschen schwer, wenn alles automatisch käme. Mir gefällt es so besser. Ist man die eigene Stadt her sozusagen. Das müssen wir jetzt gar nicht mal so stressen mit dem Aufsteigen. Wir können jetzt das schön ein bisschen sein lassen, so, denn die Leute ziehen ein, lassen die Häuser, füllen die Häuser und so werden immer mehr vergeben, immer mehr solche Aufstiegsrechte. Und da können wir dann schlussendlich ganz viele Häuser aufsteigen lassen. Wie ihr schon seht, ist alles grün da hinten, können alle aufsteigen. Und die lassen wir dann nachher auch aufsteigen. Jetzt lassen wir denen ein bisschen Zeit. So, und jetzt müssten wir eigentlich auch noch das Zeugs da, die Eco-Ware da in den Griff kriegen. Jetzt haben wir hier die Überlappen auch, das heißt weniger Prozent Arbeitseinsatz, effizient besser gesagt. Aber ist noch schwierig, wir haben schon so viele Eco-effizient, wie das schon wieder heißt, im Minus jetzt. Minus, ich kann es gar nicht lesen. Und das ist nicht so toll, ne? Da müssten wir eigentlich in den grünen Bereich kommen, aber das wird schwierig. Warnung. So, bauen wir einfach Produktion überall noch gestoppt. drauf los, überall noch ein bisschen Häuschen hin, überall was Platz hat natürlich, da auch noch reichlich Häuser hin und da noch Häuser hin. Spielt doch keine Rolle, wenn die gleich kein Radio haben oder so, die können dann einfach nicht aufsteigen, aber Bewohner sollten sie ja trotzdem drin haben und erhalten. So, und dann stocken wir hier noch auf mit Familien, mit Häusern. Einfach bis jetzt, bis wir keine Materialien mehr haben. Ja, jetzt sehen wir hier ein paar Aufstiegsrechte und wir sehen hier, wie die Einwohnerzahl steigt und auch die Rechte zum Aufsteigen. Wir könnten jetzt natürlich auch das Spiel beschleunigen, um zu sehen, wie schnell das dann geht. Ich weiß nicht, das mache ich glaube anscheinend nicht in dieser Folge. Jo, wir lassen es einfach ein bisschen hochgehen und dann können wir dann alle Häuser miteinander aufsteigen lassen. Hier unten sehen wir noch andere, die Wohnhäuser insgesamt, die Steuereinnahmen und jetzt nochmal schauen, da ist wirklich alles toll, alles im grünen Bereich, haben genug Fisch, haben genug Biokost, hier bei den Laboranten und da bei den, jetzt haben wir eine Straße einfach. Toll, jetzt haben wir noch die Tonhalle abgebrochen. Julia, was machst du? So, ist das noch weg? Gut, das kostet immer wieder Geld, aber ja. Fisch genug. Oh, da die Biokost. Jetzt. Respekt. Durch dich fühlen wir hier ein Ich richtig mich gutes aufsteigen Leben. lassen. Ich bin am Häuser aufsteigen lassen. Wir sehen da die Biokost, also das Sushi, das wieder aussieht, die Sushi ist halt doch nicht ganz erfüllt, aber es ist immer noch genug, dass die Leute aufsteigen können, also so bei 80% glaube ich muss es sein, damit die Leute aufsteigen können. Jetzt nutzen wir das gleich mal aus und machen hier lassen genügend aufsteigen. Noch hier in den letzten paar Minuten dieser Folge. So, die können auch noch aufsteigen und die auch noch.
Und das werde ich bestimmt in der nächsten Folge dann weitermachen, Spiel mit den Leuten gespeichert. hier aufsteigen lassen. So wird unsere Stadt groß, bekommt mehr Einwohner und mehr Einwohner heißt auch mehr Steuereinnahmen. Was soll ich Weil sagen? wir wollen Mir unser geht's Geld ja auch ein blendend. bisschen hochschrauben, was im Moment ja nicht so schön ist. Jo. Und das erzielen wir natürlich mit den Einwohnern, die aufsteigen, weil je höher dass die aufsteigen, umso mehr Steuern müssen die bezahlen. Und wenn wir die dann haben, kommt die nächste Stufe und die nächste. Und ja. Jetzt sehen wir hier keine Aufstiegsrechte mehr vorhanden. Das heißt, jetzt ist gerade wieder eins reingekommen. Und so können wir jetzt wieder schön abwarten und dann in der nächsten Folge hier die Aufstiegsrechte weiter verteilen. Ich bedanke mich jetzt schon, dass ihr zugesehen habt hier in dieser Folge. Das ist, glaube ich, die 12. Folge Anno 2070. Es geht weiter, natürlich wieder nach Tomb Raider und dem Ersatz für Hexit. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hören uns in der nächsten Folge von Anno 2070. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, liken und auf Facebook könnt ihr mir übrigens Privatnachrichten schreiben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.